Ja, die Damen und Herren, ich wünsche euch dann einen schönen guten Abend hier in unserer Salle Grand Duc Jean. Die Gemeinde Schöffling als eine Gemeinde mit 12.000 Einwohnern, mit über 100 Nationalitäten. Und dafür heißen wir euch willkommen an verschiedenen Sprachen, die du könnt lesen. Ich weiß nicht, ob der erste Spruch, heimische Spruch, du rumfand. Wir haben über 100 verschiedene Nationalitäten und wir sind ganz hoffentlich, dass wir ein Gemeinde sind, wo eben Nationalitäten zusammen können leben, ohne dass es zu großen Problemen kommt. Weil wir begrüßen euch heute Abend, wir sind ganz froh, dass Member von unserer sogenannten Kommission de l'Intégration unter der Leitung von ihrem Präsidenten, dem Deputierten, der Chef Marc Spautz, hier präsent sind. Wir sind auch froh, dass ganz viele Kollegen aus dem Chefen der Gemengerat sich tun, für mal den Moment von der Friede und ja, von einem Diplom können matt zu machen, auch die Servicer, die responsabel waren, die Leute, die sind heute präsent. Und das ist ein Abend, wo es darum geht, für euch alle Guren an ihre Formateuren merci zu sagen, aber dadurch verbunden mit einem großen Respekt, dann noch eine Anerkennung für das, was über die letzten Monate und Wochen gemäht hat. Wir felicitieren euch auf jeden Fall schon alle Guren, die hier oben stehen von großem Herzen. Schön Kalender, da stehen immer so Sprüche drauf, und der Morgen steht auf dem Kalender Today a Reader, Tomorrow a Leader. Boah, ich weiß nicht, ob das immer so ob das so stimmt, wenn den Haut liest, dann ist immer in den etwas zu suchen. Und mir ist sicher, wenn ich nicht liest, aber wenn ich nicht lesen kann, wenn ich den Spruch nicht versteht, dann hat eine ganze Reihe von Schwierigkeiten durch die Welt zu gehen. Ob das ist, die wirklich ganz komplizierte Spruch Lützeburgisch zu können, oder ob es dann die weiter komplizierte Spruch Englisch können zu machen. Auf jeden Fall, wenn ich Sprache kann, an allen Spruch, die ihr lehrt, bringt einem neue Chancen, gibt einem neue Perspektiven für sich persönlich, aber auch für sich an der Gesellschaft, an der wir uns befinden, bewegen. Ein Spruch lehren, hat mein Baum immer gesagt, wenn ich so verschiedene Bücher hatte, für zu lesen, das ist ein Ries an einer Welt, das ist ein Ries mit Fantasie, das ist ein Ries mit Frieden, an einen Spruch lehren, das ist auch die Basis für neue Brücken können zu schlagen. Was können wir Besseres machen an der Welt, wo wir heute leben, für zu versuchen, Brücken zu schlagen zu dem, der vis-à-vis ist, zu unserem Nachbar, zu unserem Mitmensch auf der Arbeit oder an einem Verein. Wenn ich sich nicht kann man den verstehen und verständigen, ist das ganz kompliziert. Dafür hat der Konfuzius, das ist ein ganz alter Mann, eigentlich gesagt hat, die ganze Kunst von einem Spruch besteht daran, dass sie sich auch besser versteht. Streitereien oder Zwiste kommen ja auch ganz oft, wenn sich wirklich nicht mal den versteht. Ich weiß nicht, ob der Asterix-Leser sieht mit den Alberto Uderzo, den Illustrator vom Asterix, den hat eigentlich gesagt gehabt, wenn ich bedenke, dass mein Asterix-Buch an über 70 Sprachen übersetzt wird, und ich kann nicht Englisch Spruch, nämlich Französisch, da fühle ich mich irgendwie ganz komisch. Und dann hast du irgendetwas falsch gelaufen und du hast angefangen, an späteren Jahren 5 verschiedene Sprachen zu lernen und zu lesen, für das auch sein Asterix, den auf Französisch geschrieben wird, am Spanischen, am Englischen, und ich weiß nicht, wie eine Sprache noch, dass das verstanden wird. In einer Zitat ist das vom Voltaire, französischen Schriftsteller, Lyriker, die gesagt hat, wenn ihn ein Spruch kann oder mehr Sprache kann, dann hat er viel Schlüssel am Grab für ein Schloss abzusperren. Und ich meine, er hat recht für das zu sagen, und dafür so nicht auch, es gibt eben ganz viel Gründe für einen Spruch wollen zu lehren, einen Spruch müssen zu lehren, und dafür sind wir den Abend hier, weil dir ein Weg wird für Englisch zu lehren, für Englisch zu perfektionieren, für Lützeburgisch lehren zu verstehen, für Lützeburgisch lehren zu schwätzen, Lützeburgisch zu perfektionieren, und dafür kriegt er auch heute ganz gern an voller Fried von uns in Diplom. Wir hatten an dem letzten Jahr 2021-2022 8 verschiedene Kuren offeriert, die unterschiedlich gut besicht waren und auch wo unterschiedlich mit Leuten bis zum Schluss teilgeholt haben.
Wir hatten 4 Kuren so von engem 1. Jahr und du war auch Kur, das war mehr eine intensive Kur, den über 36 Stunden behaft wird leider also nach mehr intensiv an engem 1. Jahr Lützeburgisch gelehrt. Und dann hat man Kur, und du war den Herr Patrick Gloth, war du den zuständigen Formateur. Und dann hat man Kur für 2 Jahre Lützeburgisch zu lehren, und noch für 3 Jahre zu lehren, und du hast ein Mann, den wir schon ganz lange auch bei unseren Kuren haben, die ganz viel Erfahrung hat, den Herr Romer Karl. Und die Kuren vom 1. Jahr, da sind wir auch auf Neuland gegangen, da konnten wir ganz gerne einen Erfahrenen engagieren, das ist der Herr Jean-Paul Molitor, und eine ganz neue Kraft, die sich ganz gut bewährt hat mit dem Corinne Burkel. Der muss einfach verstehen, ich kenne Corinne schon ganz lang. Und es war wirklich aus den A verloren. Und dafür sind ich mit meinem Herz ganz nur beim Corinne. Also ich mache merci, dass es Datei gemäht hat. Aber die Kuren, alle Kuren haben am September für ein gutes Jahr 21 also angefangen und haben bis an den Juni von diesem Jahr gedauert. Ich meine, es war immer ein bisschen kompliziert, weil wir einfach mit den Restriktionen vom Covid eine Reihe von Fusionen hatten, aber alles auch da gut über die Bühne gehen. An der Regel waren es Oviskuren oder es waren Kuren, die wir zusammenstehen gelaufen sind. Am Ganzen, für die Stadt vielleicht auch nach so sind 134 Leute angeschrieben gewesen und das hat von 39 verschiedenen Nationalitäten. 47 Leute kriegen ein Diplom heute Abend, wie gesagt, ein Diplom als Anerkennung, als Merci, als Respekt, dass das gemäht hat an 20 verschiedene Nationalitäten sind unter den 57 Leute ein Diplom werden kriegen. Schon gesagt, dass ein Tag für ihr Merci zu sagen, dass sie die Kurse gemacht hat, mit das auch ein Tag für den Enseignant Merci zu sagen, die Kurse gehalten haben. Sie hat Madame Burkel, den Herr Molitor, den Herr Gloth, den Herr Karl. Sie alle Kurse machen das, dass man immer konfirmiert, mit viel Herzblut, mit viel Kompetenz, mit viel Arme Conscience. Und ich meine, das sind noch Leute, die man da gerne à Disposition setzen, für dass ihr könnt etwas lernen. Wir müssen auch wissen, dass am Hintergrund von so einem Kur, die auflebt, ganz viel Detailarbeit muss gemäht gehen, ganz viel Arbeit wird am Stellen an der Uni abheben gemäht. Und da will ich ganz besonders also Leute aus dem Sekretariat merci sagen, aber stellvertretend für sie alle Guren gebe ich hier später dem Patty Frisch einen kleinen Applaus zu geben, weil er hat heute die meisten Arbeit über Jahre geliefert. Und, ich kann euch versichern, Patty, sie ist ganz besorgt, dass alles auch korrekt über die Bühne geht, dass das nicht im Zufall losgeht. Sie ist eine Kraft, die wir an unserem Sekretariat geben müssen, was nicht mehr da ist. Das könnt ihr irgendwann ein Melo, wie gesagt, ich meine einen Applaus, den nicht mehr wie verdient. Das ist auch das Jahr eigentlich für die Letzte, wenn ich das so versuche, Patty, du stehst hier. Wo du das an der Philosophie gemäht ist, weil wir aber festgestellt haben, dass wir viel Arbeiten an unserem Sekretariat zu erledigen haben, wo wir gerne auf die detaillierte Arbeit von der Madame Frisch von Patty wollen zurückgreifen und das ganz gut transferiert an unseren Schulservice, die aber schon das Jahr löserlos eine Hand mit angepackt haben. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass wir dieselbe Feeling und dieselbe Know-how erst können servieren, den ihr braucht, für dass ihr Kurse könnt flott servieren. Voilà, das gesagt, gibt man dann los, Diplom-Überreichung kommen.